Am 18. Juni 1955, ist also schon eine Weile her, sind sage und schreibe 40'000 Menschen ins Hartturmstadion in Zürich pilgert. Das Hartturmstadion ist das Heimstadion von dem Verein, wo ich Sympathie dafür hege, Grasshoppers Club Zürich. Gibt es leider nicht mehr, Gott habe es selig, das Stadion, also wir hoffen, das kommt wieder. 40'000 Leute in diesem Hartturmstadion, weitere 20'000 Leute ein bisschen weiter entfernt, per Radioübertragung zugeschaltet. Aber nicht zum ein Fußballspiel begutachten, sondern zum am amerikanischen Evangelist Billy Graham zuzuhören. Der Billy Graham hat sogenannte Crusades, Kreuzzüge, wenn man es so sagen will, veranstaltet, wo er durch die Länder gezogen ist und eben auch in der Schweiz Halt gemacht hat. Wo er das Evangelium predigt hat und Menschen eingeladen hat, Jesus Christus als ihren Herr und Erlöser anzunehmen. Und zu Hunderten, zu Tausenden in Massen sind sie geströmt und haben das so gemacht. Ein bisschen später, ein paar Jahre, am 16. April oder vom 16. April bis am 1. Mai 1983 haben im Zürcher Hallenstadion die sogenannten Christusfestwochen stattgefunden. Bis zu 7'000 Leute sind Abend für Abend dort angepilgert und haben den Predigten vom Evangelist Wilhelm Pahls zugelassen, wo ebenso wie der Billy Graham von dieser Botschaft vom Evangelium erzählt hat und Menschen eingeladen hat, den Jesus in ihr Leben aufzunehmen und mit ihm unterwegs zu sein im Leben hinein. Und wenn man so die Geschichten hört, sind nur 2 Episoden von vielen, dann tönt das fast, wie wenn man zurück denken, nostalgisch in eine längst vergangene Zeit. Wo es sogar da bei uns in der Schweiz so passiert ist, dass Menschen in Scharen die Botschaft vom Evangelium gehört haben, von ihr berührt worden sind und sich dafür entschieden haben, ihr Leben mit Jesus zu verbringen. Wenn wir heute Begriff hören wie Evangelisation oder vielleicht sogar Missionierung, wenn wir davon lesen, dann muss ich ganz ehrlich sein, geht es euch vielleicht so wie mir, dass es manchmal eher ein mulmiges Gefühl in der Magengegend gibt. Das ist etwas Komisches. Es hängt dem so ein bisschen ein Touch an von Zwang, von Druck, von Überredung, wo man versucht, Leute so etwas zu überreden, was sie eigentlich gar nicht wollen. Manchmal sogar Manipulation, wo einem da vielleicht in den Sinn kommt, wenn man an das denkt. Also eigentlich alles andere als Leidenschaft und Begeisterung und Freude dafür, die beste Nachricht der Welt mit anderen Menschen zu teilen. In unserer neuen Predigtserie «Entfesselt das Evangelium», wenn wir den Stier bei den Hörnern packen und uns diesen Gefühlen, diesen Emotionen und diesen Gedanken direkt Angesicht zu Angesicht stellen und sagen, wie könnte das möglich sein, dass heute im 21. Jahrhundert das Evangelium nochmal die Kraft entwickelt, die es so oft hat in der Geschichte der Menschheit. Angefangen bei den ersten Christen, die von Jesus beauftragt wurden, sind die Botschaft rauszutragen nach Jerusalem, Judäa, Samaria und in die ganze Welt. Über die Epochen der Kirchengeschichte bis ins letzte Jahrhundert. Vor 30 Jahren vielleicht noch, wo die Botschaft der Power mitten unter uns gezeigt hat. Anfangen tun wir aber ganz an einem anderen Ort. Und zwar bei einem Zitat von einem Kirchenvater, von Augustinus Aurelius, der im 4. und 5. Jahrhundert gelebt hat. Und er hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie das die Botschaft vom Evangelium nochmal entfesselt werden kann, losgelöst werden kann, man könnte vielleicht auch sagen, entstaubt werden kann von dem Image, wo ihm anhängt, von dem zweifelhaften Image, ich glaube, dann fängt das bei jedem Einzelnen von uns nochmal ganz neu an. Und bei dieser Frage, was bedeutet denn das Evangelium für uns, für die wir Christen sind? Ist es in unserem Leben eine gute Nachricht? Oder ist es mehr ein guter Ratschlag, wie man das Leben anders fühlen sollte? Was ist denn das Gute an dieser guten Nachricht vom Evangelium für dich ganz persönlich? Wo trifft die Botschaft von Jesus, dein Unterwegssein mit Gott, dein Christsein, dein Alltag, dein alltägliches Leben? Wo verändert es etwas in dir drin? Bevor wir uns Gedanken darüber machen können, wie wir vielleicht die Botschaft mit anderen Leuten teilen könnten. Wie wir das so erklären könnten, dass sie es verstehen. Oder was vielleicht Themen sind, die die Leute im 21. Jahrhundert betreffen, interessieren,
müssen wir zuerst bei uns anschauen und uns fragen, was heisst denn das für uns in unserem Leben, in unserer Geschichte? Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du schon seit ein paar Jahren, Jahrzehnten mit dem Jesus unterwegs bist, dass es Alltag geworden ist, dass es gewöhnlich geworden ist, dass du vielleicht sogar manchmal ein bisschen kritisch geworden bist. Ich glaube, dort fängt es an. Oder vielleicht bei dieser Frage, wenn du deinen Freunden von dem Evangelium erzählst, glauben sie dir überhaupt? Sehen sie überhaupt in deinem Leben hinein, dass es einen lebenswichtigen, einen lebensentscheidenden, einen verändernden Unterschied macht in deinem Alltag? Spürt man dir das an, dass etwas anderes ist wegen dem Glauben? Gibt es genug Gründe, warum es die Leute in deinem Umfeld sich überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen, was das Evangelium für ihr Leben könnte bedeuten? Wir können miteinander lesen im 2. Korintherbrief, wo der Paulus über den Zusammenhang zwischen Gott und uns und der Frage, was in uns brennen muss, damit wir sie anderen entzünden können, redet. Er sagt, das alles, wenn es ums Evangelium geht, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Mal bis dahin. Es fängt also dort an, wo alles anfängt, bei Gott. Gott, der der Initiator ist von all dem, was in Bezug auf das Evangelium in unserem Leben passiert. Bei ihm fängt es an. Es ist sein Werk, das, was er da hat, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat. Indem er die Initiativen ergriffen hat und gesagt hat, ich mache den ersten Schritt zu. Ich strecke meine Hand aus zu diesen Menschen und ich lade sie ein. Lade sie ein Leben in enger Verbundenheit mit mir. Und dann geht es da in dem Text weiter, was heisst, Gott hat die Hand zuallererst zu uns ausgestreckt, wo wir ihn kennen, wo wir mit ihm unterwegs sind. Es ist der Punkt, wo das Evangelium unser Leben erreicht hat. Ganz persönlich, ganz individuell. Irgendwo in deiner Geschichte, irgendwo in deinem Leben, wenn du Christ bist, hat die Botschaft dein Leben erreicht. Und es hat etwas anderes gemacht. Es hat insofern etwas verändert, dass du dich entschieden hast und gesagt, ich schlage einen Weg ein, gemeinsam mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und aus dem heraus, weil du die Kraft von dieser versöhnenden Botschaft, weil du die Kraft von dieser verändernden Botschaft in deinem Leben erlebst hast, aus dem heraus folgt dann auch der Dienst, der Auftrag, den der Paulus da beschreibt. Und wir können weiterlesen. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Und nochmal, Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Es bedeutet, dass es irgendwo eine Botschaft gibt von etwas, wo einen positiven, lebensverändernden Einfluss auf unser Leben hat. Die gute Nachricht steht in unserem Leben eine gute Nachricht, die spürbare Veränderungen mit sich bringt. Und genau dort liegt auch die Quelle für alles, was mit Evangelisation oder Mission oder Missionierung zu tun hat. Wir sind nicht einfach Verkäufer von einem Produkt, wo die besten Eigenschaften von dem Evangelium auswendig lernen, den Leitfaden durchackern oder so wie die Telefonverkäufer, die durchgehen und je nachdem, was du sagst, haben sie dann die andere Linie parat, die sie am Schluss dich dazu bringen. Genau darum brauchen sie jetzt das Evangelium. Wenn sie heute zuschlagen, dann gibt es oben drauf noch ewige Glückseligkeit. Wir sind aber auch nicht Theologieprofessoren, die zuerst 20 Jahre studieren müssen, alle Dogmen, alle Theorien auswendig lernen, damit wir dann die Leute irgendwie überzeugen und überreden davon, dass die Botschaften so durch alles durch verheben, dass sie garantiert jetzt auch Ja sagen müssen. Am Schluss berichten wir anderen Menschen gegenüber von dem, was wir erlebt haben. Oder so wie der Paulus sagt, die Menschen, die selber die Kraft von dieser Versöhnung erlebt haben in ihrem Leben, die Kraft von dem Evangelium in ihrem Leben erlebt haben, die sind angezündet innerlich. Die sagen, die Botschaft, die gute Nachricht ist so gut, dass sie mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und wenn sie wirklich so gut ist, wie wir das sagen, wenn sie wirklich so gut ist, wie wir manchmal sagen, dass wir glauben, dann ist das die Quelle von dem Feuer. Dann ist das die Quelle von dem Entzündetsein in unserem Herzen, um andere Menschen mit dieser Botschaft wieder zu erreichen.
Und darum fangen wir zum Anfang dieser Serie bei uns ganz persönlich an. Und es gibt ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Wo und wie hat das Evangelium dich persönlich erreicht und verändert? Wann war das? Vielleicht bist du sogar an diesen Christus-Festwochen dabei gewesen. Vielleicht sogar beim Billy Graham. Das sind wahrscheinlich wenige, die da rein sind, die so genug alt sind, dass sie 1955 ins Hartumstadion können. Aber ich kenne Leute, die mir erzählt haben, dass sie vom Wilhelm Pals gehört haben, von dem Evangelium. Zweite Frage. Was ist heute anders, weil du Jesus kennst und weil er Teil von deinem Leben ist? Wie würde deine Lebensgeschichte heute aussehen? Sachen, die dir wichtig sind. Wie du dein Leben organisierst, Werte, die du trägst in deinem Herzen, wenn du den Jesus nicht hättest. Und wo unterscheidet sich dein Leben vom Leben von diesen Menschen, die nicht gläubig sind, die sich nicht als Christen bezeichnen würden? Also es fängt bei uns an, in unserem persönlichen Leben. Und wenn ich das so sage, dann wird uns ja schnell klar, dass das Evangelium etwas sehr Individuelles sein kann. Wenn man sich nämlich anfängt auseinanderzusetzen mit diesen Geschichten, wie Menschen Jesus begegnet sind und wie das ihr Leben verändert hat, dann tut sich da ein farbiger Blumenstrauß auf. Wenn man nur schon in der Bibel schaut oder durch die Kirchengeschichte durch, noch gar nicht angefangen in unserer Kirche, vielleicht in dieser Group, wo du bist, in dieser Small Group oder Passion Group, vielleicht mit Freunden, die du hast, die auch an Jesus glauben. Jede Lebensgeschichte ist individuell. Jede Lebensgeschichte ist persönlich. Und Jesus begegnet Menschen unterschiedlich, in einer enormen Vielfalt. Und vielleicht hat das in der letzten Zeit sogar noch zugenommen. Wenn wir sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie viel Stellenwert das Individualität heutzutage hat für Menschen. Das Angebot immer persönlicher zugeschnitten werden auf die Bedürfnisse der Leute. Erstaunt es uns doch nicht, dass auch der Glauben irgendwo im Leben sehr individuell die Menschen trifft und begegnet. Als ich so über das Evangelium nachgedacht habe ich gedacht, das ist eigentlich noch spannend. Und man könnte es so zusammenfassen in so einem Slogan, wo man könnte sagen, das Evangelium ist einfach, aber nicht einfältig. Es ist einfach, aber nicht einfältig. Was meine ich mit dem? Das Evangelium ist so einfach und da ist die Bibel klipp und klar. Es ist so einfach, dass jeder Mensch einen Zugang finden kann. Egal, was für eine Geschichte er hat, egal, was für einen Bildungsstand er hat, egal, zu welcher sozialen Schicht er gehört, egal, was er in seinem Leben alles schon verkackt hat in der Vergangenheit, es kommt nicht darauf an. Das Evangelium ist so einfach, dass jeder Mensch, egal wer er ist, egal in welchem Land er wohnt, egal welche Sprache er redet, Zugang zu dem Evangelium finden kann. Es hat da nicht Hürden. Es ist simpel, es ist zugänglich. Gott hat alle Steine aus dem Weg geräumt, dass Menschen ihm begegnen können und von dieser Botschaft verändert werden können. Und trotzdem ist es nicht einfältig. Es ist vielfältig, wenn man es so sagen will. Es ist enorm unterschiedlich in seinen Betonungen. Es ist enorm unterschiedlich in der Gewichtung von einzelnen Sachen, in der Art, wie Menschen Zugang zu dem Jesus finden. Vielleicht könnte man es vergleichen mit einem Bild. Das Bild, das auch die Seriengrafik ziert, ist das Bild von dem Prisma. Und das Bild vom Prisma zeigt uns ein Prinzip wunderschön. Wenn wir das Licht sehen, dann sehen wir vor allem weiß. Jetzt da in dem Fall direkt hinter mir. Das Licht von dieser Quelle scheint und es ist weiß. Und wir denken, weiß ist weiß. Wenn man jetzt aber das Prisma anstellt und das im richtigen Winkel macht, dann wird das Weiß farbig. Das ist noch ein bisschen schieben. Was heisst das? All die Farben von dem Spektrum von Rot über Gel, über Grün, über Violett bis zu Blau, die stecken alle in dem Weiß drin. Aber je nachdem, wo das man steht und wie man es anschaut, sieht man immer nicht alles davon. Man sieht damals nur einen Teil. Man sieht einzelne Seiten von etwas, das enorm vielfältig und farbig ist. Und vielleicht ist es mit dem Evangelium auch ein bisschen so.
Es ist die gute Nachricht von dieser Versöhnungsbotschaft. Die gute Nachricht, die das Neue Testament uns berichtet davon, dass die Menschen Zugang zu Gott finden können. Dass die Menschen eine ewige Zukunft vor sich haben in der Gemeinschaft mit Gott. Aber es ist viel mehr als nur eine Vergebung von der Sünde. Wenn wir anschauen, wie Menschen Jesus begegnet sind, wenn wir anschauen, wie die Geschichten von Menschen, gläubigen Menschen mit dem Gott sind, dann sind sie so vielfältig und noch vielfältiger als das Farbenspektrum, wo das Prisma tut. Die Gefahr ist einfach, dass wir es reduzieren auf Weiss, auf einen einzelnen Aspekt. Das ist ja nicht falsch. Aber er zeigt vielleicht nicht alles von dem, was das Evangelium auch noch ist. Um das zu illustrieren, möchten wir einen Streifzug machen durch das Johannesevangelium. Man könnte ehrlich gesagt überall ansetzen im Neuen Testament, weil so viele Menschenleben dort porträtiert sind. Aber die Eigenheit vom Johannesevangelium, wie ich es finde, ist, dass es uns einzelne Lebensgeschichten ein bisschen genauer porträtiert. Eigentlich in jedem Kapitel finden wir die persönliche Geschichte von einzelnen Menschen. Und sie alle zeigen uns, wie vielfältig Jesus Menschen begegnet ist und wie vielfältig die gute Nachricht eben Menschen erreicht hat. Im Kapitel 1 fängt es an mit einem Mann, der Nathanael heisst. Er hört von dem Jesus und er entscheidet sich dann ein bisschen widerwillig, um ehrlich zu sein, dieser Sache mal eine Chance zu geben. Und als er auf den Jesus zuläuft, schaut Jesus ihn an und er sagt, da kommt er, ein wahrer Israelit. Und der Nathanael ist ein bisschen skeptisch und sagt, was meinst jetzt du? Und Jesus schaut ihm mit den Augen und sagt, ich habe dich schon gesehen, wo du unter dem Feigenbaum gehockt bist. Und am Nathanael wird klar, Jesus kennt ihn. Jesus kennt seine Geschichte. Keine Ahnung, was der unter dem Feigenbaum unten gemacht hat. Aber wahrscheinlich wird es ein prägendes Ereignis sein. Vielleicht ist ein Lebenstraum zerbrochen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er unter dem Baum untergehockt und hat geforscht nach dem Messias, hat gesucht und hat das Gefühl gehabt, wann kommt er endlich? Egal was es war, Jesus hat es gesehen und hat ihn dort abgeholt und er hat gesagt, Nathanael, ich kenne dich und ich schätze dich so, wie du bist. Du bist ein wahrer Israelit. Im Kapitel 2 lesen wir davon, wie Jesus in Jerusalem ist und die Tischumstoß von diesen Händlern im Tempel. Euphorisch, fast schon ein bisschen, ich würde sagen, hässig ist er dort drin in diesem Tempel und hat die Leute ziemlich klar damit konfrontiert, wie sie im Moment da aus dem Haus vom Vater, wo das Haus vom Gebet sollte sein, eine Räuberhöhle gemacht haben. Direkt konfrontiert, mitten ins Gesicht hinein und gesagt, so wie ihr es macht, ist es nicht richtig. Im Kapitel 3 kommt ein Gelehrter, er war Teil vom Hohen Rat, von dem religiösen Führungsgremium in Jerusalem, in der Nacht, damit niemand es merkt, zu Jesus und fragt ihn aus. Und dem Nikodemus begegnet Jesus wieder ganz anders. Er erklärt es ihm, ein bisschen speziell, aber auf eine Art und Weise, wie der Nikodemus sich gewöhnt war, über Sachen nachzudenken. Vielleicht eher ein bisschen kopflastig, theologisch, intellektuell. Sagt er ihm, du musst von neuem geboren werden. Ja, wie geht denn das? Ja, es ist eben so und so und so. Und er erklärt ihm die Botschaft vom Evangelium auf seine Art und Weise, über seinen Zugang, den er hat. Im Kapitel 4 begegnet Jesus einer Frau am Brunnen. Und wo sie dort sind an diesem Brunnen, geht es darum, um das Wasser schöpfen. Und er fragt sie, kannst du mir Wasser schöpfen? Und am Schluss sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann wirst du mich fragen, ob ich dir Wasser schöpfe. Und das ist Wasser, das dich nie mehr durstig zurücklässt. Er sagt ihr, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, dann werde ich all die existenziellen Bedürfnisse, Sehnsucht von deinem Herz, wo du suchst, werde ich stillen. Das, was dir deine Männer, deine 5 Männer, die du hast, nie haben können geben, das will ich dir geben. Oder im Kapitel 5, wo der Mann an dem Teich von Bethesda hockt und ein bisschen traurig darüber ist, dass er es eben nie schafft, gesund zu werden, weil er nicht so schnell für sich kommt wie die anderen. Nur der zuerst im Wasser ist, wird geheilt, wenn das Wunder passiert. Zu dem kommt Jesus. Und er bückt sich ab in die Not, in das Elend von dem Mensch, der die Hoffnung verloren hat. Und er begegnet ihm genau dort, wo er es braucht. Und er macht ihn gesund. Es ist sein Zugang zum Evangelium. Oder wenn wir wieder weiterlesen, im Kapitel 6, lesen wir, wie Jesus nach einem langen Tag, wo die Leute zugelassen haben, wo die Leute versucht haben, ja, die Botschaft irgendwie zu hören, hungrig geworden sind, Brot auf wundersame Art und Weise vermehrt, sodass alle genug zu essen haben. Dass sie nicht hungern müssen,
Und dass sie merken, mit dem Jesus unterwegs sein, bedeutet eben auch, satt zu werden. Am Körper, an der Seele und am Geist. Ganzheitlich, vollumfassend. Oder noch ein bisschen weiter im Kapitel 8, wo sie die Ehebrecherin zu Jesus anbringen. Die Frau, die versagt hat, die Frau, die Fehler gemacht hat, aus was für Gründen auch immer an dem Tiefpunkt angekommen ist, wo er sie anschaut und sagt, wo sind die dich anklagen? Nachdem er sich mit diesen religiösen Führern auseinandergesetzt hat. Und dann sagt er zu ihr, ich klage dich auch nicht an. Ich klage dich auch nicht an für das, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit. 7 Beispiele von 7 Menschen, die stellvertretend für die Vielzahl an Möglichkeiten stehen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Oder das ist nicht einfach die einfache, simplifizierte, vereinfachte Form vom Evangelium gewesen, wo Jesus auf das Schimmeli aufgestanden ist und die Hölle predigt hat und gesagt, und jeder, der nicht in der Hölle schmoren will, soll umkehren. Sondern wo Jesus persönlich zu jedem Einzelnen sich in die Situation hineinversetzt hat. Sich an den Ort begeben hat, wo die Menschen gestanden sind. Wo Jesus von sich aus einen Schritt auf die anderen zugemacht hat und hat gesagt, das ist Teil von dieser Botschaft vom Evangelium. Das ist Teil von dem Gerettetsein, dass ich dir dort begegne, wo du bist. In einem Buch von einem amerikanischen Pastor und Theologen, von Timothy Keller, habe ich so eine Auflistung gefunden von verschiedenen biblischen Zugängen zum Evangelium. Das Ziel ist jetzt nicht, dass ihr die alle auswendig kennt, sondern das Ziel ist zu zeigen, dass in dem Weiss noch so viel mehr steckt, dass das Evangelium so viel mehr ist. Und das Ziel ist, dass du dich persönlich kannst fragen, wo macht die Botschaft vom Evangelium in meinem Leben einen konkreten Unterschied? Und das ist vielleicht ganz persönlich, ganz individuell für dich. Es kann dir helfen zu merken, wo trifft es mich? Und vielleicht kann es dir auch helfen zu merken, wo könnte es vielleicht mein Nachbar, meine Schwester, meine Arbeitskollegin auch treffen. Es ist eine Auflistung von 7. Er sagt, die einen Menschen begegnen dieser guten Nachricht drin, an dem Punkt, wo sie merken, sie müssen keine Angst mehr haben vor Gericht und Tod. Oder wir können vielleicht vereinfacht sagen, es gibt eine veränderte Sicht aufs Leben nach dem Tod. Keine Bedrohung mehr. Das, was wartet, wenn es damals zu Ende geht. Keine Strafe, die kommt, sondern Vergebung. Das Zweite ist vielleicht der Wunsch nach Befreiung von der Last von Schuld oder Scham. Das sind vielleicht die Menschen, die in ihrem Leben sich sehr bewusst sind über ihre Fehler, über ihre Schwächen. Die Menschen, die es vielleicht verkackt haben im Leben. Die selber die Schuld sind, dass sie jetzt an einem Ort stehen, wo sie nie hinkommen wollten, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Jesus möchte ihnen begegnen und sagen, ich kann dir helfen. Ich kann dich frei machen. Ich habe Lösungen. Es gibt einen Weg, auch wenn du das Gefühl hast, jetzt geht nichts mehr weiter, weil ich bin selber die Schuld. Für andere ist es vielleicht die Attraktivität der Wahrheit. Es sind vielleicht die Nikodemus-Typen. Für die ist Schuld nicht so wichtig und Vergebung. Sie sind fasziniert von dem Jesus, fasziniert von dieser guten Nachricht, weil die Weisheit von Gott allumfassend ist. Weil die Weisheit von Gott so anders ist als alles, was wir kennen, dass es ihnen genau dort begegnet. Vielleicht sind es Leute, die eher über den Kopf funktionieren. Vielleicht sind es aber Leute, die eher über das Herz funktionieren, wie die Frau am Brunnen, wo die Erfüllung von der unerfüllten existenziellen Sehnsucht, wie zum Beispiel innere Zufriedenheit, Lebensfreude, Hoffnung, was auch immer das ist, auf der Suche sind nach Sinn im Leben. Und Jesus begegnet ihnen dort und sagt, lass mich dir das geben, was du dir selber nicht nehmen kannst. Wieder andere ist vielleicht Hilfe für ein bestimmtes Problem. Bei dem Blinden, der geheilt worden ist, oder bei dem Mann, bei dem Teich von Bethesda. Es sind Veränderungen von konkreten Lebensumständen durch ein Wunder. Vielleicht ist es die Suche nach Liebe. Der Wunsch davon, als Mensch ein Gegenüber zu haben, das einem bedingungslos annimmt, das einem wertschätzt, das einem liebt, das wartet auf einem nach einem strengen Arbeitstag, wo da ist, zuhört, sich einem zuwendet und einem zeigt, dass man wertvoll ist, dass man einzigartig ist.
Vielleicht ist es aber auch das Staunen über die Schöpfung. Menschen, die gehen spazieren, die vielleicht auf einer Bergspitze oben stehen und in die Weite schauen und überwältigt sind von der Schönheit, von der Größe, von dem Evangelium. Zum Start in dieser Serie «Entfesseltes Evangelium» ist es mein Wunsch, dass wir uns nochmal neu berühren lassen von dieser Vielfalt vom Evangelium und dass wir uns ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen, wo trifft das Evangelium mein persönliches Leben? Wo trifft es dich in deinem Alltag? Wo verändert es dein Leben so, dass du nicht mehr anders kannst, als anderen davon zu erzählen? Dass du sagst, ich kenne das auch. Dass ich manchmal so Angstattacken habe, wenn ich in die Zukunft denke. Und ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich den Jesus nicht hätte. Oder dass du vielleicht sagst, hey, manchmal weiss ich auch nicht, ob links oder rechts, ob ja oder nein. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht beten könnte bei Jesus und er mir helfen würde. Vielleicht sagst du, ich kenne das manchmal auch, dass ich so ein Loch habe im Herz und ich das Gefühl habe, ich muss mich an jeden nächsten Menschen anhängen, immer auf der Suche nach jemandem, der mir die Bestätigung gibt. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich das nicht zu Jesus bringen könnte und ihn bitten, dass er mich erfüllt mit dieser Liebe und mit dieser Zufriedenheit in meinem Herz drin. Spürt ihr etwas? An dem Ort, wo das Evangelium uns trifft und unser Leben verändert, dort liegt die Quelle von dieser Kraft, zum anderen davon zu erzählen. Und wenn wir zu Menschen werden, die die Botschaft teilen und das widerspiegeln in dieser Welt hinein, dann glaube ich, lohnt es sich, dort anzufangen, wo das Evangelium uns getroffen hat, trifft und verändert. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir stellvertretend für jeden Einzelnen, der da innen ist, der mit dir unterwegs ist, dafür, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Und jedes Mal, wenn ich lese in diesen Evangelien, was es dich gekostet hat, dass du dein eigenes Leben hingegeben hast, dass du auf alles verzichtet hast, damit ich dich kennen und mit dir unterwegs sein kann und damit mein Leben verändert wird, dann erfüllt mich das mit Ehrfurcht. Und es macht mich demütig vor dir. Jesus, ich danke dir, dass du alles gemacht hast und dass ich nichts muss. Und Jesus, ich bitte dich so fest für mich, dass du das Feuer in meinem Herzen nochmal entfachst. Das Feuer vom Glauben, das Feuer von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht. Zuallererst für mich ganz persönlich, dass ich nochmal sehen darf, dass ich nochmal merken darf, dass wir als Kirche, als Christen nochmal sehen und merken, wie unvergleichlich das ist, was wir mit dir haben. Und Heiliger Geist, ich möchte dich auch bitten für die Schwere, die manchmal liegt auf dem Thema Evangelisation. Dass es mich fast zusammendrückt. Dass es uns fast zusammendrückt. Dass es uns zu komischen Menschen macht, die komische Sachen machen. Heiliger Geist, hilf uns, dass die Last abfällt von unseren Herzen. Dass wir nochmal befreit werden, nochmal entfesselt werden. Und dass das Evangelium nochmal die Strahlkraft zurückgewinnt, was es eigentlich hat. Herr, mach du uns zu so Prismas, wo dein Licht reflektieren, dein Leben der Menschen. So vielfältig und individuell, wie die Menschen sind. Hilf uns dabei, deine Botschafter sein, die an deiner Stelle Menschen einladen dazu, das Angebot anzunehmen, ein Leben mit dir zu laufen. Amen.